Moin Levelü, hier sind die Deichgranaten. Ha, schön. Anni. Und immer leid wichtig, dass das auch nicht von unten, also von, Ja, Annis hätte also man, dass das nicht von hier. genau, dann hätte man hier so Doppelkinn und man sagt, alles so gaut, ne? Genau. Also, wir haben das so eigentlich ganz gaut in Licht. So, und Dass man sagt, das ein fein zurechtmachen, da so in Achtergrund. Ja. Und da haben wir uns ja auch hellbild Mühe gegeben. So. Nu, das Allerwichtigste ist aber natürlich, dass man sagt, das gaut gone lässt. Und dass man ein bisschen Prost was in seiner Prost. Fall, dass du da bist. Nicht lang schnacken, Kopf in der Oh. Wunderbar. Wollen wir dann mal seriös werden und anfangen? Ja, bitte. Offizieller Podcast? Genau. Okay. Gut, Jingle blenden wir später ein. Anni, dann fangen wir doch an mit dem offiziellen Teil des Podcasts und ich stelle meine erste Frage mal so ganz offiziell. Wo geht dit eigentlich, Anni? Na, Mutschen, ne? Insina, wie geht es denn dir heute? Ho, ne, lebt. Habt ja all nix, ne? Wir müssen kreativ blieben und das sind wir ja nur hier und darum fangen wir nur recht mal an. Ich freue mich. Also, fangen wir doch eben an mit uns Podcast und kommen wir zu der erste Pot. Der erste Pot, das ist so ein Löwenpot hier mit einem Löwendeckel auch. Und da mocken wir immer so ein bisschen, einfach wenn wir so ein Soße oder sowas mocken, ne? Dann mocken wir das hier so bin. Und der zweite Pot, das ist ein, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, das ist so ein Pot, da gibt das also 10 Jahre kein Deckel mit her. Und das ist ja auch wie Menschenpfoten so, ne? Sie 10 Jahre kein Deckel, das ist immer so. Und dann hat man das Ding immer noch in Schkack stehen und holt der immer bloß mal nur Rut, wenn die alle Potten irgendwie fuhl sind, ne? Und trotzdem ist der Pot genauso viel wert als alle anderen Potten, auch wenn kein Deckel mehr dabei ist. Das ist wichtig. Ich bin ja erstmal ein bisschen beeindruckt, dass du überhaupt so viele Potten hast. Also ich habe in meiner Wohnung 2. Hast du da irgendwann mal all zusammen allbrucht? Also so geht ja nicht, ich hab ja bloß 4 Herdplatten, ne? Oh, du hast ja in dem Büro hast auch noch einen Köchen. Ja, aber ich kann ja nicht mit 2 Küken tauglich gewesen, ne? Dann habe ich aber auch noch heel was Feines hier. Ich habe so ein Ja, das verstehe ich gar nicht, da sind ja Locken in. ja, das ist, Also vielleicht so ein Aufdrübbeln. Welt, was das ist. Also ich habe so was Ähnliches, das durch so ähnlich, und das ist so ein Sieb, wo man einfach irgendwie, wenn man so Nudels oder so Richtig. Das kannst du damit damit natürlich auch machen. Das da hat man in den Pot so rin und dann kannst du die Nudels einfach so da Rut heben, ne? Und dann hast du der Chlor. Aber das ist eigentlich für Spargel. Das ist ein Pottinsatz für Spargelkoken. Dann kannst du die so nehmen und das ist ein Insatz für einen Spargelkochtopf. Ja, aber das gibt ja gar keinen Sinn. Du kannst Turbels einfach so Rut nehmen, Nudels einfach so Rut nehmen, Spargel einfach so Ich hätte ja nicht gesagt, dass der nicht multifunktional taubrucken ist. Also, aber das ist ohne Spargelpot. ja, richtig. Und ich bin ja so ein Saison-Ater, ne? Also, ich hange mich so von, ich hange mich so von Grünkohl noch Spargel hin und von Spargel dann wäre Torö noch Grünkohl. Ja. Und also du hast einen Spezialpot für Spargel, aber du magst den Spargel in allen Pot. Ehrlicherweise muss ich das sagen, ja. Die Spargel focken in diese Pot hier mocken der und dann liegt der da so einfach, ne? Also, und wenn die Spargel so links und rechts von der Schleif so runterhangen geht, dann ist der Chlor. Ach, Wenn die noch so, also ne? wie Spargel ist das gaut, wenn der wie hier schlaff ist. Ja, also nicht, ja, genau. Dann ist der Chlor. Dann ist der auch immer noch al dente. Der dürft natürlich nicht so links und rechts so einfach so runterhaken, aber für so ein bisschen soll der sich buben. So, und dann mag ich in diese großen Pot hier. Also in diese Pot mag ich immer mein Eis, wenn ich weggemorgen darf. Ah, okay. Und haben die richtig so ein offen, also eine offene Flamme? Ja, haben wir. Soll ich die doch mal wiesen? Nee. Aber das ist direkt achter die. Also, Also für Nudelkoken brauche ich einen Pot mit einem Deckel. Ne? Wie du ja das Wort erstmal halt kriegen musst. Und da ist es immer sehr wichtig, dass man den Deckel da drauf hat, denn sonst ist es zu viel Energie verbraucht. Richtig. Und wenn man aber so richtig, wenn man das so richtig ökologisch machen will, ökologisch nachhaltig, dann guckt man das Worte für den Entworte guckt. Das mache ich auch immer, das hat meine Mama mir beigebracht.
Gute Mama. Richtig. So, und dann geht das Flinke. Und, Der hat ja gar kein Ding. so, und das ist so ein bisschen blöd. Uns ist der Henkel aufgehauen und ich weiß gar nicht, wo der nun ist, aber der ist uns aufgehauen. Dann muss ich immer so mit einem Mess und einem Deckel, aber wenn man sich tau helfen will, ne? Ein Bildpotten mit Förderungsbedarf. So, Insina, kannst du mir eben den Stielpott da achten? Krass, das ist ein Gaudenpott. Wenn ich mir so, manchmal esse ich gern so Warmmelk mit Zwieback oder sowas. Und Melk mag ich immer mit. Was glaubst du denn, was ich hier so machen darf? Was magst du da? Irgendwie ein Soße, irgendwie was? Nee, Zorb. Zorb? Ja, Zorb, ich kann ja nicht, also ich kann natürlich auch den Zorb in den Pot und Deckel machen, aber das brennt eine Hänge so voll, wenn man einen Baum spritzen darf. Ja. Oder in den Spargelpott. Aber wenn man bloß mit 2 Lügen in der Wohnung wohnen darf, ne? Dann langt das. Dann langt das. Ja, das stimmt. So, also, als sie Markendaunt, Anni ist lebbüld am Koken und ist gaut utrüst hier mit all den Potten. Besten Dank erstmal. Ich hab auch noch Pannen. Ja, 5 Stück. du irgendwie von Udo behält ja Podcast. Alles wird das ja Pannen-Casting. Weggepotten benutzt du nur, also wenn du das so mal, kannst du das so stapeln als in so einem Ranking? Also von unten nach Borben. Borben, Ja. das was am fockesten Brot Ja, wird. also. Der Spargelpott. Ich nehme nur Spargelpott. Das ist ja kein Spargelpott, aber ich mag da so viel Spargel in. Also, der am wenigsten, weil das ja ein Saisonpott ist. Denn diese hier, wo das kein Deckel mehr Tau gibt, natürlich, wegen der Energie und so, der Zwischengerät. Ja. Ich mag auch nicht so viel Zorb. Und ich glaube, das ist gar nicht mein Pott, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist von Mama oder so. Ja, kannst du ja wie die Ja, mitnehmen. Mama mehr die, ne? Bitte melde dich. Dann haben wir, wach ihm. Hier, das ist doch. So, nee. Die brauche ich ja an Focken. Anfockst du, ja. So. Und was ist mit dieser Diese Insel? wach, Insina, einen und anderen. So, und diese beiden, die sind ja, Hellglied. ja, Was ist das die denn? brauche ich wahrscheinlich genauso viel. Ja. So, und dann, an Fockensten brauche ich diese hier. Und das ist Das ist sozusagen Annis Ranking. Das ist die Podcast von der beste und der häufigste, der nicht so Focke nutzt. ja, also das Podcasting hat gewonnen, der Nudelpott. Das ist er. Mediterrane Küche, immer hell was Neues. Ne? Für den wie nur glicks klar sind. Oma hat ja immer einen Dampfdruckpott. Und ich weiß, dass mich das als Kind immer hell fasziniert hat. Gefährlich. Was ist eigentlich der Vorteil West an so einem Dampfdruckpott? Naja, das ist schneller, ne? Also, du packst was Dörr? drin. Wo Dörr? Ja. Ich hab ja so einen Pott nicht, ne? Ich weiß das Anni weiß was nicht. Ganz genau zuschauen. Also, ich kann mir vorstellen, dass man, dass da ein Vakuum in den Pott Ja. kreiert wird und dass durch das Vakuum der Hit beite dort Elten Gruppen da. An dieser Stelle sind wir wieder mit nach Dale angekommen. Stört uns die Antworten tau. Das wäre fein. Wo und warum hätte man Dampfdruckpotten nutzt und warum sind der so ein bisschen und Mode kommen? Denn wenn ich ehrlich bin, wir haben keinen mehr. Du Nee, hast und keinen? weißt du was so richtig, also der Dampfdruckpott von damals ist ja der Thermomix von da. Wie Gröten von Harten, der Deichkrenner. Look an die So hochgeschlossen heute. Ja, du mit deiner Größenphobie. Und ich hab einfach das Ding stiefmütterlich behandelt, wie das die Ex-Familie Olschke hier in die Wohnung gelassen hat. Und die hat man bloß den Pott mitgenommen, aber den Insatz hier lassen.
Wenn der Pot aber nur ein Lock hätt, mein lieber Heinrich, mein lieber Heinrich. Wenn der Pot aber nur ein Lock hätt, mein lieber Heinrich, was denn? Du hast einen Satz gesagt, dass es uns so geht wie allen anderen Menschen. Das ist natürlich Quatsch. Großer Schwachsinn. Kinder, Vögel in Deutschland. Nee, ich sage einfach gar nichts. Treffen, drücken, ne? Ich höre so wenig. Drücken. Ne? Oma hat sich trefft. Droppen. Nicht Das drücken. wie uns droppen. Das wie uns Hemd. Das ist Vergangenheit. Drücken. treten. Hemd. Treten. Das wie Das uns wie uns treten. drücken. Harias ist. Du hast mir ja was mitgebracht, weil du mir auch was verkloren wollt. Das ist ja ganz wichtig. Also. Ich hab dir nichts mitgebracht, du bist in die Wohnung. Huch. Okay. So. Das Wichtigste, darum haben wir hier aus Gaude-Rode Mikrofon. Wenn hier ein Pott mit Bohnen steigt und da ein Pott mit Brei, dann lad ich Brei und Bohnen stehen und tanz mit mir Marei. Mari, Marei, Marutschkaka, Mari, Marei, Maro. Mari, Marei, Marutschkaka, Mari, Marei, Maro. So, ich nehme dich jetzt mal auf, ne? Ich muss das mal so drehen. Das ist falsch rum, weil es lief ja schon. Das liegt schon. Da muss ich so machen. Das geht ja Das auch. ist aber falsch rum. Du hast es Ach ja so, jetzt falsch falsch rum. rum gedacht. Dankeschön. Einmal mit Profis arbeiten. Das muss dann doch schon. Du darfst das nicht so weit umdrehen. Stimmt. Deswegen, Ah, ja. das wäre schön, wenn das Ja. hier so bliebe. Kannst du mal die Frage stellen? Harry Potter natürlich. Nee, dann. So. Und warum machen wir das überhaupt hier in meiner Wohnung? Weil sie da nur 2 Pötter hat. And I can cook too, at the top of the rest, my seafood's the best in the town. And I can cook too, my fish can't be beat, my sugar's the sweetest around. I'm a man's ideal of a perfect meal, right down to the demi-tasse. I'm a pot of joy for a hungry boy, baby. I'm cooking with gas, I'm a gumdrop, a sweet lollipop, a brook trout right out of the brook. And once more, baby, I can cook. Woohoo!